Kennen Sie noch die Fußbräuchs? Nein. Dann wird Zeit, dass Sie sie kennenlernen. Sie sind aber einer der wenigen, denn das sind die ersten deutschen Reality-Stars. Ja, jetzt weiß ich es auch. Ich habe Sie akustisch eben falsch verstanden. Ich nur so gerne mit Spaghetti-Eis im Mund. Natürlich weiß ich das. Also, da sind sie, zur Erinnerung. Und zwar die erste deutsche Reality-Familie, die es im deutschen Fernsehen gibt. Damals im WDR. Sie waren chaotisch, sie waren aber vor allem eines liebenswert und authentisch. Und Millionen Menschen haben bei ihrem Leben zugeschaut. Und mittendrin war Frank Fußbräuch. Damals noch deutlich jünger als heute. Und wie er das erlebt hat damals, als Kind im Fernsehen groß zu werden, erzählt er uns gleich. Aber vorher werfen wir einen Blick zurück. Ja, und jetzt ist er frisch geschminkt bei mir. Hi, Habi. Frank, schön, dass du da bist. Hallo Sven. Hi. Hör mal, wenn du diese Bilder siehst, von vor einer Zeit, wo du deutlich jünger warst, wo du quasi noch groß geworden bist in dieser Serie und alle haben zugeschaut, was macht das mit dir? Ja, es macht mich vor allen Dingen erstmal traurig, weil mein Papa nicht mehr da ist. Der ist ja vor 4 Jahren gestorben. Und ja, das Komische ist daran, ich weiß zwar, dass ich da mitgemacht habe, aber wenn ich mir die Folgen angucke, sehe ich mich nicht persönlich, sondern ich sehe da eine Familie, die unheimlich unterhaltsam ist. Das ist einfach ganz anders. Kann man gar nicht erklären. Wie bist du damals mit deiner Familie in diese Reality-Sendung gekommen? Es gab das vorher nicht. Also das war die erste Reality-Sendung im deutschen Fernsehen. Heute, wenn man Reality guckt, da ist viel Inszenierung, viel Tamtam, laut, krakeelt. Es war hier eine deutsche Arbeiterfamilie, die einen Fokus bekommen hat und eine Serie bekommen hat und die viel in ihrem Bann genau wegen der authentischen Art in den Bann gezogen hat. Wie seid ihr da überhaupt hingekommen? Naja, die Ute Diel ist damals in die Schule gegangen bei uns und hat gesagt, wer möchte ins Fernsehen. Dann haben sich 250 Kinder gemeldet. Die hat sich alle Familien angeguckt. Die suchten also eine Familie mit einem Einzelkind, der verwöhnt ist und der sehr gut aussieht. So, das war die Grundvoraussetzung, weißt du? So, und dann haben die meine Eltern kennengelernt, die haben mich kennengelernt und dann haben die gesagt, warum, weiß ich bis heute noch nicht. Entweder war der Name, vielleicht waren meine Eltern cool, vielleicht war ich cool, vielleicht das Gesamtpaket, wo die gesagt haben, die Fußbräuchs sind es. Und dann haben die eine Sendung gemacht von 30 Minuten, wo ich vom Fernseher sitze, Unterberg singe, Chibuk, schon Kaffee. Das gucken wir uns gleich an. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, wie ihr dazu gekommen seid. Also ihr wurdet ausgewählt. Wir wurden ausgewählt. Aus 250 Familien haben die uns rausgesucht. Aber fandest du es nicht ein bisschen skurril, dass das Fernsehen Interesse daran hat, dich zu filmen, wie du Fernsehen guckst? Alter, ich war 10. Ja. Ich weiß ja noch nicht mal genau, was ich da alles gemacht habe. Aber mit 10 Jahren wirst du da ins Wasser geworfen und da kriegst du das gar nicht so mit. Pass auf, wenn du nicht mehr weißt, was du damals gemacht hast, haben wir ein paar Bilder, um dich dran zu erinnern. Nein. Doch, weil du hast gerade so schön gesagt, ne, ich habe damals schon viel Fernsehen geguckt und das sah dann so aus. Ne? Eine deiner Lieblingsbeschäftigungen war nämlich, wie du gesagt hast, Fernsehen gucken. Die Glotze lief quasi immer. Den ganzen Tag über, von morgens bis abends. Und du konntest die Texte von sämtlichen Werbespots auswendig. Auch von Spaniens Gitarren. Warum hast du denn so gerne Fernsehen geguckt? Also nicht, dass ich dir das übel nehme, aber was war so besonders damals? Naja, ich habe es geliebt zu singen, ich habe geliebt, die Werbung zu gucken. Ich war halt ein TV-Junkie, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und Musiksendungen habe ich geliebt, ich habe mitgesungen. Ich singe jetzt immer noch mit, ich kann kein Wort Englisch, aber wenn du mich singen hören würdest, auf Italienisch oder auf Englisch, würdest du sagen, wieso sprichst du die Sprache? Ich kann kein Wort, ich kann das halt nur so gut wie nennt man das? Also Imitieren. Imitieren. Ja. Ein Freund von mir, der ist Italiener, der sagt, wieso kannst du Italienisch singen? Ich verstehe ja das, was du singst, aber ich weiß nicht, was ich da singe. Und dann sagst du wie in der Kaffeewerbung damals, ich habe gar kein Auto. Ich habe gar kein Auto. 1990 wurde dann die erste Folge der Fußbräuchs ausgestrahlt. Die 89? 89, ja, ich habe 1990 hier stehen. Okay. Aber du wirst es besser wissen. Das heißt, da ging diese Welle los. Viele haben sich dafür interessiert. Ich weiß noch, als ich das als Kind geguckt habe, weil das auch bei mir in der Familie hoch und runter gelaufen ist, ich habe überhaupt nicht verstanden, was findet man daran so toll. Als Kind habe ich überhaupt kein Interesse daran gehabt und dachte, wir gucken jetzt eine Familie beim Essen und beim Leben zu. Aber heute, wenn ich das zurückgucke als erwachsener Mann, kann ich diese Faszination verstehen. Verstehst du sie denn? Ich verstehe das vollkommen, weil ich würde sowas auch gerne noch mal gucken. Jetzt zu der Zeit, man springst halt gerne mal bei Leuten rein durch die Gardinen und sieht dann und sagt,
guck mal, das hätten wir genauso gemacht. Guck mal, das hätte ich jetzt auch gesagt. Oder guck mal, wieso bist du so blöd und kannst den Schrank nicht zusammenbauen. Das sind alles so normale Sachen, aber die schreibt das Leben und die machen einfach Spaß zu gucken. Ich will nicht sehen, wenn sich da einer streitet, zum Anwalt geht, ein Kind kriegt, fremd geht. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will Reality sehen. Das, was man heute unter Reality Das ist, was man unter Reality versteht. Ich möchte einfach Sachen sehen, die normal sind. Wenn du zum Beispiel einen Schrank aufbaust und ich sage dann, Alter, ach, ist der bescheuert, wieso nimmt er denn nicht die Schraube, warum macht er das denn jetzt so? Das finde ich viel schöner. Das ist Unterhaltung. Sowas nennt man Unterhaltung, finde ich auf jeden Fall. Und das macht einfach Spaß, anstatt ständig immer dieses Rumgeschreie. Gab es denn mal bei Dreharbeiten Sachen, wo du was gesagt hast oder gemacht hast, wo du hinterher gedacht hast, um Gottes Willen, was war das denn? Und dann hat es das ins Fernsehen geschafft oder wurden solche Sachen dann auch aussortiert? Ich hatte mal eine ganz schlimme Vergangenheit. Ich habe auch schon viele Sachen gemacht in meinem Leben. Und da war natürlich dann auch eine Gerichtsverhandlung dabei. Da haben wir dann gesagt, bei den DVDs möchten wir das gerne nicht dabei haben, wo ich im Nachhinein sage, die Folge wäre besser dabei geblieben. Die wurde rausgeholt auf Wunsch meiner Eltern, weil das auch doch ziemlich peinlich war. Ja. Du hast es gerade angesprochen, du bist mit dem Gesetz ein paar Mal in Konflikt geraten. Was war da los? Man hat ja da einiges gelesen, aber irgendwie auch nie wirklich die ganze Wahrheit mitbekommen. Naja, ich habe mal Kreditkartenbetrug gemacht, Hehlerei und dann mit Anabolika und so was. Ist 30 Jahre her. Und jetzt könnte man sagen, okay, er hatte die falschen Freunde. Nee, das ist nicht die falschen Freunde. Ich wollte einfach zu einer Gruppe dazugehören, wo ich eigentlich gar nicht reinpasse. Weil ich eigentlich ein ganz normaler Junge gewesen bin, der wirklich gut erzogen ist, liebevoll erzogen worden ist. Und irgendwo bin ich dann so ein bisschen abgedriftet zu Leuten, wo ich dann sagen wollte, boah, da möchte ich gerne bei sein. Und dann habe ich halt Scheiße gebaut. Dafür habe ich meine Strafe bekommen. Aber man kann jetzt nicht sagen, er hatte die falschen Freunde. Das war also schon meine Entscheidung, was ich da gemacht habe. Aber es war die falsche. Und der Papa hat irgendwann mal zu mir gesagt, das war ein Satz, den werde ich auch niemals vergessen, da haben wir uns gestritten, sagt er, hättest du mal ein bisschen mehr auf mich gehört, dann würdest du jetzt ganz woanders stehen. Und der hat mich geprägt, der Satz. Von euch beiden. Deine Familie stand und steht dir immer noch sehr nah. Heute ist die Situation eine andere. Du hast gesagt, Papa ist vor 4 Jahren gegangen. Mit Mama bist du natürlich noch nach wie vor sehr, sehr stark in Kontakt. Das weiß ich, habe euch letzt, als wir zusammen gedreht haben, ja auch noch damit bekommen. Wie sehr hat dich deine Familie geprägt, fernab der Fernsehkameras? Naja, wir waren ja eine Einheit. Also da gab es ja nur Liebe, Liebe, Liebe. Nur halt derjenige, der manchmal ein bisschen aus der Reihe getanzt ist, bin halt ich. Ich war halt jung. Wir sind auf der Straße rumgelaufen mit 5 Mann mit einer Kamera. Da waren solche Rollen drauf mit der Kamera. Da haben dich die Leute angeguckt. Da habe ich mich als junger Mann für geschämt manchmal, wenn die Leute gesagt haben, guck dir die Idioten an, was machen die da? So. Mittlerweile sind ja so, wenn du ohne Kamera rausgehst, wirst du angeguckt. Ne? Aber damals war das so. Und deswegen dachten auch viele, boah, ist der Fußbruch arrogant. Nee, ich war nicht arrogant, ich war unsicher. Das kann aber keiner verstehen, wer es nicht mitgemacht hat. Stell dir mal vor, du läufst 1989 mit einer Kamera auf der Straße mit 5 Mann um dich rum, sind nicht am Filmen und alle Leute gucken dich an. Und ich war ja da gerade mal 18. Und dann dachte ich mir, oh Scheiße, und dann drehen die sich immer so um. Und dann, das sind die Fußbräuche, das sind die Fußbräuche. Aber das muss man auch erst mal lernen und ich kann dich da völlig verstehen in der Situation. Und ich kann aus meiner persönlichen Entscheidung, also aus Erfahrung sagen, die ich mit dir, wenn ich mit dir Zeit verbracht habe, du warst weder arrogant, noch warst du irgendwie ein Arsch. Im Gegenteil. Also ich habe dich immer als sehr bodenständigen und wirklich herzlichen Menschen erlebt. Und von daher, ich finde es toll, dass du bis heute hier sitzt und so eine tolle Vergangenheit mit deiner Familie hattest. Und das Schöne ist, du kannst immer zurückgucken, weil du hast das digitalste Familienalbum überhaupt. Hab ich auf jeden Fall. Genau. Und das sind ja tolle Erinnerungen, die dir keiner nehmen kann. Lieber Frank, du bleibst bei uns. Ich bleib bei euch. Sehr gut, dann gibt es zur Belohnung dafür gleich was Köstliches. Ich sage erstmal herzlichen Dank, Frank Fußbräuch. Sehr gerne. Nur das Beste für dich und Dankeschön, dass du bei uns in der Sendung bist. Danke.